Hey, es war 2014 und ich bin auf München gezogen mit meiner Frau. Sie wollte dort ein Studium machen. Und dann ist irgendwann die Anfrage an uns angetragen worden, habt ihr Interesse daran, ein ICF Lörrach zu gründen? Und ich habe gelacht. Ich habe nie davon geträumt, eine Kirche zu bauen. Jetzt mache ich es seit 5 Jahren. Ich bin mega froh, habe ich ja gesagt. Aber ich kann euch sagen, seit wir zurückgekommen sind, 2016, bin ich in einer wirklich herausfordernden Phase in meinem Leben. Ich glaube, ich bin noch nie so herausgefordert gewesen. Ich habe schon vielmal vorher mit Job gewechselt und etwas anderes gemacht, aber das war ein Sprung, der mich wirklich auch gestretcht hat und ich merke, da habe ich vielleicht auch mal eine Serie oder so mitgezogen. Und am Anfang, wenn du so etwas aufbaust, ist so vieles instabil. Und für mich als Stabilitätsliebhaber ist das echt eine Challenge gewesen. Ich habe so viel in Menschen investiert, die plötzlich nicht mehr rum waren. So viel gemacht, wo ich am Schluss gemerkt habe, gefühlt ist das einfach für nichts gewesen. Und ich habe einfach merken, wie wertvoll es ist, gute Freunde zu haben. Namentlich den Mats zum Beispiel. Der Mats, der mir näher gekommen ist in dem. Wie kommt er ein anderer Mensch näher? Wenn ein anderer Mensch das Gleiche will und das Gleiche nicht will, dann ist das Potenzial da für eine Freundschaft. Und bei uns hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und ich habe gemerkt, wie der Mats mir in diesem Moment immer wieder gestützt hat und immer wieder mit mir zusammen auf die Vision geschaut hat, auf das, was gut gegangen ist. Immer wieder, wenn ich gestrauchelt bin, es hat wirklich Phasen gegeben, da habe ich jede Woche einmal gedacht, ich könnte einfach wieder irgendwo als Projektleiter arbeiten. Weil das kann ich, das bin ich gewohnt. Oder wieder als Elektriker. Dosenvertrauten. Das habe ich vor 7 Jahren gemacht, da weiss ich, wie es geht. Und in diesem Moment hatte ich einen guten Freund mit dem Mats, der mich immer wieder ermutigt hat und immer wieder aufgeholfen hat. Und ich habe selber erlebt, was im Predigen steht. 2 sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Also die Bibel sagt auch, es ist gut, Freunde zu haben. Es ist gut, wenn du Freundinnen und Freunde hast. Und ich kann ein weiteres Beispiel erzählen. Durch die ganzen Bewegungen hat sich meine Freundschaft recht verändert. Oder? Ich bin 2 Jahre weggegangen, das hat Distanz reingebracht mit einigen Menschen. Und dann bin ich zurückgekommen 2016 und ich wusste, okay, jetzt will ich Church bauen. Und dann musst du logischerweise in deinem sozialen Umfeld auch Platz schaffen, weil was willst du Kirche bauen, ohne Beziehungen zu leben? Das ist so etwas Elementares. Und ein Mensch, der sehr nahe an mich herangekommen ist in dieser Phase, ist der Basti. Der Basti ist mit mir in München am Kirchenbauen. Und ich merke, er ist ein mega Segen für mich, weil wir sind recht unterschiedlich. Auf eine ganz gute Art. Ich habe einmal eine Persönlichkeitsanalyse gemacht für Führungskräfte und es ist dabei herausgekommen, wenn ich unter Druck stand, wenn ich gestresst bin, dann habe ich die Tendenz, sachlich orientiert zu entscheiden. So im Sinn, Hauptsache das Ziel wird erreicht. Jeder von uns hat eine Schlagseite. Das ist nicht mega schlimm, aber du musst es einfach wissen. Es ist von Vorteil, wenn du das weißt. Der Basti hat es genau andersrum. Wenn es hart auf hart geht, vergisst das Ziel und schaut auf die Menschen. Und mir als Pastor tut das mega gut, so Menschen um mich herum zu haben. Oder wenn ich mir in diesem Moment auch Feedback und sage, hey, wie geht es dieser Person? Hey, hast du das wahrgenommen? Hey, hast du das gesehen? Und ich merke, wie er an mir schafft, ohne dass es will. Ich habe ihn gefragt, darf ich das Beispiel erzählen? Und er hat gesagt, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Mir ist es bewusst und mir tut das extrem gut. Und ich habe selber in meinem eigenen Leben realisiert, dass das, was in der Sprüche 27 steht, dass das wahr ist. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Wenn wir zusammen unterwegs sind, dann schliffen wir uns gegenseitig. Ich habe das schon früher gemerkt, wenn ich zurückschaue, das ist oft ein bisschen einfacher, um seine Beziehungen zu analysieren. Mein Vater hat mir zum Beispiel nie gezeigt, dass körperliche Nähe unter Männern etwas Gutes ist. Weil er hat das selber von seinem Vater nie gelernt bekommen. Und so hat er es nie gelernt und hat es mir selber nicht gelernt. Und ich habe Freunde in meinen Jugendjahren, die haben mir das beigebracht. Die haben mich einfach umarmen und am Anfang war das komisch für mich. Ich habe das nie gemacht. Und ich habe gemerkt, wie mir das gut tut, wie meiner Seele das gut tut, wie das Nähe schafft unter Freunden und dass das etwas Gutes ist.
Die gleichen Freunde, die haben mir aber auch einen Umgang mit Alkohol gezeigt, wo ich heute sagen muss, das hätte ich gerne anders gelebt. Die haben mir auf eine Art und Weise gebracht, mit Alkohol umzugehen, die zu Geschichten geführt hat, wo ich muss sagen, ein paar von denen hätte ich nicht mehr erleben müssen. Und so wird klar, es gibt Freundschaften, die tun uns gut und es gibt Freundschaften, die tun uns schlecht. Das sagt auch die Bibel. Die Bibel sagt in der Sprüche, wer sich zu Klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Und der Paulus schrieb mal an Korinther, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Plötzlich verwünschst du dich dabei, wie du selber mitlästerst über eine andere Person. Obwohl das gar nicht zu dir passt. Plötzlich merkst du, dass du über Sprüche lachst oder denkst, eigentlich geht das nicht. Eigentlich widerstrebt das meinen Wert. Plötzlich merkst du, wie du bei Aktionen dabei bist und das Gefühl hast, das bin ich doch nicht. Und du merkst, wie andere Menschen Einfluss auf dich nehmen, positiv und negativ. Wir können Freundschaften haben, die uns gut tun, wir können Freundschaften haben, die uns schlecht tun. Und im Nachhinein ist es so einfach, oder? Wir können zurückschauen auf unser Leben, das kannst du auch schnell einen Moment nutzen, um dir zu überlegen, in meiner Vergangenheit, welche Beziehungen haben mich gut getan und welche haben mich schlecht getan. Es ist relativ einfach, im Nachhinein das zu entscheiden. Die Herausforderung ist, das in der Gegenwart zu entscheiden. Wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, welche Beziehungen sind gut für mich, bringen Leben in mich und welche den Tod, welche sind schlecht für mich. Und da stellt sich die Frage, wie erkenne ich gute und schlechte Freundschaften? Und wir machen jetzt eine Gegenüberstellung. Wir schauen, was ist ein guter Freund und was ist ein schlechter Freund. Und ich habe mit vielen Leuten geschwätzt im Vorfeld von dieser Predigt und habe gefragt, hey, was ist für dich ein guter Freund? Was ist für dich eine gute Freundin? Erklär es mal. Und ein Beispiel hat er dabei. Mega schätze an meiner Freundschaft mit meinen zwei besten Kollegen ist, dass ich genau weiss, dass selbst wenn ich etwas Blödes mache, sie mir das ohne Hemmungen voll ins Gesicht sagen, hey Laura, ich finde das voll scheiße, was du gerade gemacht hast. Und wir gegenseitig einander aufbauen, aber eben auch füreinander da sein, wenn mal etwas nicht läuft und wenn es uns mal nicht gut geht, dass man füreinander da ist, aber auch zusammen kann wieder darüber lachen. Aber ich glaube wirklich, das, was ich am meisten schätze, ist, können füreinander da sein, ohne Hemmungen, ohne Probleme. Das ist ein Beispiel, was für die Laura eine gute Freundin, ein guter Freund ist. Und ich habe von ganz verschiedenen Leuten ganz unterschiedliche Aussagen gehört. Und ich will wegen dem kurzen Moment nehmen, wo wir schnell zusammen eine Übersicht gestalten, was in unseren Augen, die jetzt hier in dieser Predigt dabei sind, ein guter Freund ist oder eine gute Freundin ist. Und für das brauchst du dein Handy. Du kannst kurz den QR-Code, den wir einblenden, scannen oder kannst auf slide.do und dann mit dem Hashtag ICFBS kannst du an dieser Umfrage teilnehmen. Und die Frage ist, was macht ein Freund zu einem guten Freund? Nenn eine Eigenschaft, die wichtigste für dich. Was macht eine Freundin zu einer guten Freundin? Und du einfach das eintippen, was du als wichtig erachtest. Für mich ist das zum Beispiel Loyalität. Ist mir mega wichtig. Und ich merke, dass das ist das, was für mich wirklich dann auch unterscheidet, ist ein guter Freund. Wenn er auch loyal ist, wenn er vielleicht mal eine Entscheidung von mir nicht versteht. Vielleicht können wir das Ergebnis schon mal einblenden, dass wir die Word Cloud sehen. Spontane Hilfsbereitschaft, Achtsinn voreinander, Ehrlichkeit. Wir lassen das einfach mal ein bisschen laufen. Tippt mal ein, was für euch eine gute Freundschaft ausmacht. Weil ich finde es spannend, über das zu reden und einander zu verstehen. Ich habe gemerkt, es gibt wirklich Unterschiede. Junge Menschen haben mir andere Antworten gegeben als ältere Menschen. Frauen haben mir andere Antworten gegeben als Männer. Aber Leute, wir sind in einer Kirche. Oder? Und in der Kirche haben wir immer den Default-Modus, wenn wir eine Herausforderung haben, wenn wir eine Frage haben, schauen wir in die Bibel. Und an dieser Stelle machen wir es wieder. Was sagt denn die Bibel? Was ist ein guter Freund? Und was ist ein schlechter Freund? In Sprüche 17,17 steht, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren.
Also das ist auch auf Treue angespielt, also zu jeder Zeit. Ein guter Freund liebt zu jeder Zeit, in guten wie in schlechten Zeiten. Und in den schlechten Zeiten wird er zum Bruder. Das ist auch etwas, was mir ein paar Menschen erzählt haben. In den schlechten Zeiten sind wir uns noch viel näher gekommen, in den schwierigen Zeiten. Aber ich will auf ein anderes Wort eingehen in diesem Vers. Es ist der Spruch von Liebe. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und an dieser Stelle, ich mache das immer wieder, sage ich, Leute, das Wort Liebe genauer unter die Lupe nehmen. Es gibt im 1. Korinther 13, und heute lesen wir es, gibt es eine wunderschöne Stelle, die beschreibt, wie Liebe ist. Und dort steht, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Also die Sprüche sagen, ein Freund liebt. Und im Korinther lesen wir, so ist Liebe. Das heisst, wir können es jetzt konsequent 1:1 übersetzen. Der gute Freund nach 1. Korinther 13. Ein guter Freund ist geduldig und freundlich. Er ist nicht verbissen, er prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Ein guter Freund verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Er freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Ein guter Freund nimmt alles auf sich, verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Wer wünscht sich nicht so einen Freund? Wer wünscht sich nicht so eine Freundin? Das ist der Freund oder die Freundin in Perfektion. Jetzt ist die Frage, was ist ein schlechter Freund? Das ist nicht sonderlich kompliziert, wir drehen es einfach um. Der schlechte Freund nach 1. Korinther 13. Ein schlechter Freund ist ungeduldig und unfreundlich. Er ist verbissen, er prahlt und schaut auf andere herab. Ein schlechter Freund verletzt den Anstand und sucht den eigenen Vorteil. Er lässt sich schnell reizen und ist nachtragend. Er freut sich am Unrecht und freut sich, wenn die Lüge siegt. Ein schlechter Freund nimmt nichts auf sich. Er verliert schnell den Glauben oder die Hoffnung und gibt bei Schwierigkeiten auf. Wer will so Freunde? Das ist ein schlechter Freund. Ist eigentlich simpel, jetzt haben wir eine Gegenüberstellung. Jetzt wissen wir, was ist ein guter Freund, was ist ein schlechter Freund. Mein Problem ist, wenn ich auf meine Beziehungen schaue, ich habe meine Beziehungen ein bisschen durchgescannt. Ich kann das nicht 1:1 so jetzt einfach übernehmen und sagen, guter Freund, schlechter Freund, guter Freund. Ich bin der Meinung, ich habe generell gute Freunde. Aber wenn ich auf meine Freundschaften schaue, dann merke ich, dass in allen Freundschaften Gutes, aber auch Schlechtes ist. Ich habe Freunde, die denken aber wirklich zuerst an sich. Ich habe Freunde, die tragen mir einmal etwas nach. Und wenn ich mich selber in Position vom Freund stelle, genau gleich. Ich bin lange nicht so oft ein guter Freund, wie ich es gerne wäre. Ich verwünsche mich oft dabei, wenn ich der schlechte Freund bin. Und jetzt ist die Frage, woher das kommt. Wir lernen, wie man Beziehungen lebt von Menschen, die selber nicht ganz so gut können. Wir lernen, wie man Beziehungen lebt von Menschen, die das auch nicht perfekt machen. Ganz einfach. Wir wachsen neu auf und werden geprägt. Und lernen, wie man Beziehungen lebt. Jesus hat das mal gesagt im Johannes. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Also er macht klar, es ist nicht abnormal, dass du so deine Beziehungen lebst, wie es dir beigebracht worden ist. Und jeder Mensch, der Einfluss nehmen auf dich, verändert vielleicht wieder etwas in deinem Verhalten. Aber wir lernen immer von Menschen, die es selber nur bedingt gut können. Das Gute für uns ist, Jesus war die Verkörperung von dieser Liebe, die wir gerade angeschaut haben. Ich glaube, als Paulus das geschrieben hat an die Korinther, in Korinther 13, wie Liebe ist, ich glaube, dort hat er Jesus vor Augen gehabt.
Jesus ist die Verkörperung von dieser Liebe und hat sich auf dieser Welt bewegt und hat uns gezeigt, wie die Liebe aussieht. Hat die Menschen die Liebe spüren, anlangen. Was war seine Basis für das, dass er das können hat? Weil er ist genau so wie wir in einem schwangeren Bauch geboren worden, in einem Elternhaus aufgewachsen. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen. Er hat genau so eine Prägung erlebt wie wir. Von Josef und Maria als seine Eltern, Brüder, Cousins, Leute in seinem Umfeld. Und er ist genau so geprägt worden, positiv wie negativ. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt, der bei ihm anders war als bei uns. In Markus 1,11 ist die Situation beschrieben, wie sich Jesus taufen lässt. Und in dem Moment kommt eine Stimme von Gott und er sagt: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Hast du gewusst, dass das ist, was wir uns alle wünschen? Dass wir wissen, wir sind geliebt, wir sind angenommen. Jesus ist als Mensch auf dieser Erde herumgelaufen und er gewusst zu 100%, ich bin geliebt, ganz egal, wenn ich mein Leben lebe. Ich bin angenommen, mein Vater hat Freude an mir. Nach dieser Situation ist Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt worden. Und Satan hat ihn in dieser Identität, die sein Vater in ihn hineingesprochen hat, versucht. Und du siehst, wenn er 40 Tage lang versucht wird und wie 40 Tage genau dieser Satz in Frage gestellt wird. Wie 40 Tage in Frage gestellt wird, bist du wirklich der geliebte Sohn Gottes? Bist du wirklich der, der du glaubst zu sein? Und du siehst, wie Jesus 40 Tage seine Identität muss festigen. Und er hat gewusst, ich bin geliebt und ich bin angenommen. Das ist die Wahrheit. Und das hat ihn fähig gemacht. Das hat ihn standhaft gemacht. Und er war fähig, Beziehungen zu anderen Menschen zu leben, wie es beispielhaft ist. Er hat Nähe zulassen. Er hat nicht Angst vor Verletzungen gehabt. Und bei dem Ganzen hat er sich selber sein können. Er hat niemandem etwas vorspielen. Es ist nicht darum gegangen, was denken andere von mir. Es ist nicht darum gegangen, wird ich gelobt für das, was ich mache. Er hat kein Mitleid gesucht für Sachen, die er nicht ertragen musste. Er hat konstant Nähe zu seinem Vater gehabt. Das ist etwas, was du beobachten kannst, wenn du die 4 Evangelien durchliest. Er hat sich immer wieder Zeit genommen, damit die Nähe zu seinem Vater bleibt. Und an dem sehen wir, wie wichtig es ist. Er hat gewusst, es ist so wichtig, dass ich weiß, wer ich in meinem Vater bin. Dass ich mir meiner Identität in ihm bewusst bin. Und das hat ihn standhaft gemacht. Und dort ist die grosse Differenz zu uns. Wir sind getrennt von Gott, wenn wir auf die Welt kommen. Und wir entscheiden uns, oder können uns entscheiden für das Leben mit ihm. Aber unser gesamtes Leben ist eine Annäherung an ihn. Irgendwann werden wir so richtig nahe bei ihm sein. Wenn dann alles mal wieder zusammenkommt. Aber unser Leben hier auf dieser Welt ist eine Annäherung. Und wenn uns die Nähe zum Vater fehlt, dann geht es auch an unsere Standhaftigkeit. Und da ist der Ursprung von allem Unguten in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen. Seitens von uns, wie wir Beziehungen leben, seitens von unseren Freundinnen und Freunden, wie sie uns gegenüber Beziehungen leben. Und die fehlende Standhaftigkeit, die führt zu ungesunden Beziehungen, zu ungesunden Freundschaften. Jetzt ist die Frage, was machen wir, wenn wir nicht standhaft sind? Wie kennen wir das? Ich will dir das in einem einfachen Bild zeigen. Wenn du nicht standhaft bist, läufst du auf dieser Art um und du suchst automatisch nach Menschen, die beeindruckt sind von dir, die dich loben für das, was du machst. Sagen, hey, du bist so gut, du bist so schön, du bist so gescheit. Vielleicht bist du lustig. Und du merkst, Menschen lachen über dich. Und du willst mehr und mehr Witze machen. Und du merkst, wie dir die Lachen gut tun. Vielleicht verwünschst du dich immer wieder dabei, wieder unaufgefordert über dein Leid schwätzt. Und du verwünschst dich dabei, wieder
dich nach Mitleid ausstreckst von deinen Mitmenschen und merkst, wie es dir gut tut. Und du machst Sachen einfach nur, damit du gesehen wirst und wahrgenommen wirst. Du bist jemand. Du wirst zu jemandem. Das füllt dich. Und das ist nicht nur falsch. Es tut unserer Seele gut, wenn wir gelobt werden, wenn wir Anerkennung bekommen. Wenn jemand über unsere Sprüche lacht. Es tut gut, wenn jemand Mitleid hat. Das tut unserer Seele gut. Aber es ist nicht das, was uns Standhaftigkeit gibt, wie wir sie bei Jesus sehen. Wir bekommen eine Identität, aber nicht eine Identität mit einer wirklichen Standhaftigkeit. Wir brauchen immer jemanden, der uns gross macht. Du machst das wunderbar, Raphael. Machst du das Lätzchen? Nein, Knüppel. Wir brauchen jemanden, der uns aufhebt, der uns immer wieder sagt, wie gut wir sind. Wir brauchen jemanden, der uns trägt. Und wenn das mal nicht mehr passiert, wenn niemand da ist, der uns sieht, sind wir niemand mehr. Und statt einer gesunden Freundschaft entsteht eine Abhängigkeit. Wir brauchen die anderen Personen, die uns immer wieder lüpfen und gross machen. Wie erkennst du so eine Abhängigkeit? Wie erkennst du, dass du solche Beziehungen hast? Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Scanne mal deine Beziehungen und überleg dir, wo sage ich Sachen, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Oder wo lege ich zum Teil auch ein Verhalten an den Tag, wo ich denke, eigentlich bin ich das gar nicht. Du musst vielleicht die Woche noch mal Zeit nehmen und ein bisschen in dich gehen und deine Beziehungen mal durchgehen und überlegen, wo habe ich so Situationen, wo ich in so Abhängigkeiten hineingerutscht bin, wo es gar nicht mehr gesunde Beziehungen sind, sondern Abhängigkeiten. Und das kann sein, dass du von deiner Seite eine Abhängigkeit generiert hast, aber es kann auch sein, dass andere Menschen dir gegenüber eine Abhängigkeit haben. Und beides ist ungesund. Jesus ist die Verkörperung von dieser Liebe. Jesus ist der perfekte Freund. Wir können Jesus als Beispiel nehmen, wenn wir wissen, wie man die Beziehungen leben kann. Jesus war nahbar und hat Menschen wirklich an sich herangelassen. Das kannst du überall lesen. Er hat sich nicht für seine Mutter geschämt, er hat mit ihr zusammen Hochzeiten gefeiert und seine Freunde waren dabei gewesen. Er hat über jedes Thema geschwätzt, nicht abgeklemmt. Er hat Menschen immer an sich herangelassen. Er war aber auch ehrlich gewesen. Auch zu seinen nächsten Leuten. Es gibt so eine Situation, die Jakobus und die Johannes sind zusammen mit Jesus unterwegs. Und Jesus sagt ihnen, schaut doch, dass wir noch immer schlafen können. Und sie gehen in ein samarisches Dorf und werden abgelehnt. Und dann werden sie sauer und sagen, Jesus, lass doch Feuer vom Himmel fallen und zerstört das Dorf. Und es steht nur, und Jesus wies sie scharf zurecht. Er hat keine Skrupel gehabt, seinen nächsten Freunden zu sagen, hey Leute, das geht nicht. Die denken völlig falsch, die gehen völlig in die falsche Richtung. Er hat keinerlei Angst gehabt, dass die Beziehung könnte schaden durch das. Er hat sich gefreut, wenn die Wahrheit zeigt. Er war komplett frei. Er war nicht da, um die Erwartungen von anderen Menschen zu erfüllen. Es gibt eine Situation, da ist er in einem Haus und seine Freunde gehen noch zu ihm und sagen, hey Jesus, du musst rauskommen, da ist eine mega Menschenmenge und alle wollen dich sehen. Und alle haben erwartet, jetzt kommt er und tut grosse Wunder und dann kommen noch viel, viel mehr Leute dazu. Und viel mehr Leute folgen ihm nach. Und was macht er? Er sagt, nein, ich muss jetzt Zeit mit meinem Vater verbringen. Das ist wieder das. Er hat gemerkt, ich muss standhaft sein. Ich muss wissen, wer ich in Gott bin. Ich muss nicht Leute haben, die mich bewundern, die mich gross machen. Ich muss wissen, dass ich geliebt bin und dass Gott, mein Vater, Freude an mir hat. Das ist wichtig. Er war gnädig. Alle sind ihm davor gelaufen. Alle. Der Petrus, der gesagt hat, ich werde sterben für dich, wenn es muss sein, hat ihn verleugnet im Moment, im schlechtesten Moment vom Leben von Jesus auf dieser Welt.
hat der Petrus gesagt, ich kenne den Mann nicht, ich weiß nicht, was ist. Und Jesus war so gnädig, dass er um die Beziehung gekämpft hat und zum Petrus angegangen ist und ihn wieder in die Freundschaft eingeladen hat, wieder für Augenhöhe zwischeneinander gesorgt hat. Er hat ihm gesagt, ich verzeihe dir. Und jetzt habe ich die Frage an dich, willst du deine Freundschaften so leben, wie es Jesus gemacht hat? Ich kann dir sagen, ich will das. Und Philippus hat das auch wollen. Es gibt eine spannende Unterhaltung zwischen Philippus und Jesus. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Also durch das, was ihr seht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Jetzt Leute, das auf die Freundschaften beziehen. Wer an mich glaubt, wer mir nachfolgt, wird Freundschaften leben, wenn ich sie gelebt habe, ja sogar noch bessere. Das ist seine Aussage. Leute, das jetzt mal ernst nehmen. Jesus sagt, das ist dir auch möglich. Wie? Das ist jetzt die Frage und das kommt weiter hinten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So wie Jesus gewusst hat, ich bin geliebt, ich bin angenommen, dann können wir das genau gleich. Wir können genauso in dieser Gewissheit leben, wir können genauso in dieser Standhaftigkeit leben. Das können wir genau gleich. Statt uns mit Sachen zu füllen, die die Menschen uns geben können, statt uns mit Anerkennung, mit Lob, mit Mitleid zu füllen. Was uns alles gut tut, ja, nichts gegen das. Es tut uns alles gut. Statt uns mit dem zu füllen, können wir uns mit Gottes Geist füllen. Du bist mein geliebtes Kind. Und ich habe Freude an dir. Das ist Gottes Meinung. Können wir nicht mehr ernst nehmen, so, oder? Das denkt Gott über dich. Wir verstehen, wir sind geliebt, wir sind angenommen, wenn wir uns füllen lassen von Gottes Geist. So werden wir standhaft und können Beziehungen genau so leben, wie Jesus sie gelebt hat. Es macht einen mega Unterschied, mit was du dir füllst. Es macht so einen Unterschied, mit was du dir füllen lässt. Verstehst du, wenn schlechte Freundschaften entstehen dann an dem Punkt, wenn wir uns von anderen Menschen abhängig machen, dann entstehen ungesunde Beziehungen. Und daran muss nicht die Beziehung zwingend kaputt gehen. Aber sie kann. Natürlich tut es gut und es gibt Zeiten, wo wir uns gegenseitig tragen müssen. Ich habe schon viele Freundschaften gesehen, die haben sich gegenseitig tragen. Und es ist gut. Aber es darf nicht eine Situation entstehen,
dass es nicht mehr anders geht. Es kann für eine Zeit kann das gut sein, aber es darf nicht eine Beziehung entwickeln, wo die eine Person immer muss tragen, weil das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert auf Dauer nicht. Die Beziehung wird Schaden nehmen, die Freundschaft wird Schaden nehmen. Wenn du einen Job hast, jemand anderes zu gross machen, jemand anderes zu tragen oder umgekehrt, die Beziehung, das wird eine schlechte Freundschaft sein. Es geht nur diesen Weg. Es geht nur so. Es geht nur, wenn wir uns füllen lassen von Gottes Geist. Wenn wir ihm mehr und mehr Platz in unserem Herz geben, damit er uns zeigen kann, hey, schau mal, du hast hier Abhängigkeiten. Du lebst hier Beziehungen, so wie ich es nicht gedacht habe. Du lebst Freundschaften auf eine Art und Weise. Du versuchst, jemanden zu tragen. Aber das ist mein Gott. Das ist Gott, ist das mein Job. Das ist nicht dein Job. Gute Freundschaften entstehen dort, wo wir uns einfach Freunde sein lassen. Und Gott seinen Job machen. Und dann können wir zusammen unterwegs sein, dann können wir zusammen brüllen, dann können wir zusammen lachen. Dann können wir uns gegenseitig schleifen, wie es in der Sprüche steht. Schau, ich habe es gesagt, in meinen Beziehungen hat es immer Gutes und Schlechtes. Das Ding ist, wenn du wirklich standhaft bist, wenn du weißt, wer du in Gott bist, dann kommst du mehr und mehr mit dem klar. Schau mal die Beziehungen an, die Jesus gelebt hat. Er ist verraten worden, er ist verleumdet worden, er ist manipuliert worden. Schau mal, was seine Freunde, lies mal das Evangelium durch und lese, was seine Freunde mit ihm gemacht haben. Aber die Standhaftigkeit, die hat ihm die Fähigkeit gegeben, das zu absorbieren, das abzufangen. Nicht jede Beziehung schafft das. Manchmal braucht es eine Trennung, manchmal braucht es Distanz. Aber ich glaube, wenn wir in dieser Standhaftigkeit leben können, dann können wir ungesunde Beziehungen zu gesunden Beziehungen machen. Du kannst nicht mit dem Ziel durchs Leben gehen, Menschen zu finden, was Perfect Match gibt. Wo du weißt, da funktioniert es einfach, dann ist alles Hammer. Das wirst du nicht antreffen. Du wirst in jeder Beziehung gesunde, gute Sachen haben und kranke, schlechte Sachen. Ein Freund ist immer ein guter und ein schlechter Freund zugleich. Das Ziel muss sein, dass wir in dieser Standhaftigkeit leben können, dass wir zu den Personen werden, die solche Freundschaften entwickeln können, zu guten Freundschaften. Wenn du gute Freundschaften leben willst, lass dich von Gottes Geist erfüllen. Und ich weiss, das klingt jetzt banal. Ich weiss, das klingt jetzt mega basic. Aber Leute, das ist das Fundament. Jesus war der Spezialist für Beziehungen. Das war sein Kernbusiness. Und bevor er angefangen hat, Beziehungen zu bauen, ist er 40 Tage in die Wüste und hat seine Identität gefestigt, bis er gewusst hat, ich bin, wer ich bin. Das, was mein Vater in mir hineingesprochen hat, das bin ich. Und ich habe es nicht nötig, was andere Menschen mir zusprechen. Ich muss mich mit nichts füllen, was andere Menschen mir geben können, sondern einzig und allein mein Vater erfüllt mich. Und das hat ihn standhaft gemacht. Immer wieder in seinem Dienst hat er sich Zeit genommen, um sich dessen wieder neu bewusst zu werden. Und ich will dich an dieser Stelle ermutigen, wenn du gute Freundschaften leben willst, wechsle nicht deine Freunde aus, bis du perfekte Freunde findest. Sondern gib dir Gottes Geist hin. Sag ihm bewusst, ich will, dass du mich erfüllst. Und er wird dir Sachen aufzeigen, die aus dir raus müssen. Und wenn du das rausschaffst, kann er mehr Platz in dir reinnehmen und kann dich noch mehr erfüllen. Schon immer, wenn du die Luft rauslässt, kann wieder mehr vom Geist Gottes reingehen. Immer wenn das rausgeht aus dir, was andere Menschen in dir reingelassen haben, ist wieder mehr Platz für das, was Gott für dich bereithält. Der Heilige Geist wird in der Bibel auch der Rotgeber genannt. Ich garantiere dir, wie mehr du erfüllt bist vom Geist Gottes,
desto einfacher wird es für dich auch, solche Abhängigkeiten zu erkennen. Weil er ist der dir Rot gibt. Er ist der dir zeigen kann, hey, schau, hier lebst du eine ungesunde Beziehung. Du suchst nach etwas, was eigentlich ich dir geben will. Und das führt zu einer Standhaftigkeit, die uns fähig macht, Beziehungen so zu leben, wie Jesus sie gelebt hat. Und es ist gar nicht kompliziert. Wir machen das jetzt gerade zusammen. Wir sind jetzt einfach einen Moment still. Und vertraue darauf, dass der Geist Gottes zu dir persönlich reden kann. Wenn du das nicht glaubst, lass mich dir das zusprechen. Du bist fähig, den Geist Gottes wahrzunehmen in dir. Du bist fähig, den Geist Gottes wahrzunehmen. Ich bete und dann sind wir einfach einen Moment still. Und lass dem Geist Gottes Raum, um zu uns zu reden. Vater, danke für die Beziehung, die du uns geschenkt hast. Danke für die Beziehung, die du mir geschenkt hast. Danke für den Reichtum. Und du siehst die Herausforderung, die wir haben, dass wir immer wieder von Sachen bei Menschen suchen, die wir eigentlich bei dir suchen müssen. Bitte zeig uns so Sachen auf. Hilf uns, es loszuwerden, damit du mehr und mehr Raum in uns einnehmen kannst. Und rette du jetzt zu uns.